Na, ihr Menschen da draußen, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es über Dinge, die wir Jungs heimlich tun, aber nie wirklich zugeben. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn da gibt es nochmal eine kleine Überraschung für euch. Dann würde ich sagen, wir fangen auch direkt mal mit dem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß und Peace. So, die erste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, und da bin ich mir auch zu 100% sicher, dass das ganz viele andere Jungs auch machen, ist einmal das Liebesfilme schauen. Bei vielen Jungs ist es immer so, dass sie das immer ein bisschen vertuschen. Und wenn jemand dann fragt, hey Bruder, schaust du eigentlich Liebesfilme? Dann kommt immer die Antwort, ey Digga, ist das dein Ernst, Mann? Liebesfilme? Als ob ich Liebesfilme gucke. Junge, bist du behindert, Alter? Liebesfilme? Alter, wie sehe ich aus? Wie Cinderella? Bin ich 4 Jahre alt und bin ein Mädchen? Oder was denkst du da, Alter? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, manchmal ist es halt wirklich so, dass wir dann doch Liebesfilme schauen. Wenn die zum Beispiel gerade im TV laufen und nichts anderes läuft, dann guckt man die auch schon ab und zu mal wieder. Aber wenn dann zum Beispiel ein Freund am nächsten Tag fragt, ey Bruder, was hast du gestern so geguckt? Da kann man das einfach nicht sagen. Da kann man doch nicht sagen, ja Bruder, ich habe gestern Ich liebe dich für immer und noch viel mehr geguckt. Das geht einfach nicht. Dann fühlt man sich einfach nicht männlich. Und dann kommen immer diese Ausreden mit, ich habe gestern Transformers geguckt. So, als nächsten Punkt habe ich auch noch einmal die Haare. Das Haare machen. Bei vielen Jungs ist das immer so, wenn ein Freund dich fragt, yo Bruder, Alter, deine Haare sehen heute richtig gut aus. Wie lange hast du dafür gebraucht? Dann kommt immer die Antwort und da übertreiben die Jungs einfach immer. Bruder, als ob ich mir die Haare mache, Alter. Die sehen immer so aus. Egal, nach dem Duschen, nach dem Aufstehen, nach dem Rasieren, frisch rasieren, alles. Egal was, nach dem Friseur sehen die direkt immer so aus, Alter. Als ob ich mir die Haare mache, Alter. Ist behindert? Da ist nicht mal das Gel drin, das ist nicht mal das Haare, das sind Extensions. Wobei man manchmal länger braucht, als man denkt. Zum Beispiel gibt es immer diese Bad Hair Days, wo man einfach überhaupt die Haare einfach gar nicht hinkriegt und dann wirklich manchmal bestimmt 20 Minuten lang sitzt, die Haare macht, die sehen scheiße aus. Du waschst die nochmal, föhnst sie nochmal, versuchst sie nochmal, sehen immer noch scheiße aus und dann, weiß ich nicht, dann steht einfach irgendwie immer irgendeine Scheiße oder man zieht einfach eine Mütze an oder sonst was. So, als nächsten Punkt habe ich einmal das mit dem Parfüm. Wenn dich zum Beispiel ein Freund fragt, yo Bruder, Alter, was hast du da für ein Parfüm drauf? Das riecht richtig gut, Alter. Da kann man natürlich nicht sagen, ja, das ist Coco Chanel, die 3. Ausgabe 1912, Regal 67. Und zwar sagt man dann immer, Bruder, das ist doch kein Parfüm, Alter. Das ist, wenn, dann ist das dein Parfüm. Ich habe doch kein Parfüm drauf, Alter. Wie sehe ich denn aus? Wie ein Mädchen, das Parfüm, was Coco Chanel 3. Regal rechts lieben und eine Saison 16 hat, drauf hat? Nein, Alter. Und dann gibt es noch eine Sache, die wir Jungs einfach immer vertuschen oder ganz, ganz oft. Und zwar ist das mit der Musik. Ein Freund kommt unerwartet zu euch und ihr habt zum Beispiel gerade das neue Lied von Katy Perry oder sonst was entdeckt und ihr findet es eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr könnt es aber natürlich nicht euren Freunden erzählen, weil eure Freunde hören natürlich nur den härtesten Hip-Hop, Gangster, Rap-Shit. Und wenn dann zum Beispiel euer Freund unerwartet zu euch kommt und ihr gerade zum Beispiel Raw von Katy Perry hört oder irgendein anderes Lied, der dann zum Beispiel reinkommt und ihr dann direkt ganz schnell immer so umswitcht auf Hip-Hop, Rap so und dann entsteht immer dieses richtig Peinliche. Stellt es euch einfach so vor. Gotta get down on Friday, everybody's going to the week. Oh Marvin, die Musik? Nein, ich höre doch keine Musik. Oh, und dann gibt es da noch diese Sache mit der Angst. Wenn wir Jungs zum Beispiel Angst vor Horrorfilmen haben oder sonst was. Vor unseren Freunden heißt es immer dann, ach klar gehen wir ins Kino und gucken Jurassic Park 3, obwohl das kein Horrorfilm ist, scheiße. Und wir gucken Paranormal Activity 4. Klar, Digga, ich habe die letzten 3 Teile geguckt, beste Film auf der Welt. Ich schwöre, Horrorfilm ist das geilste auf der Welt, Mann. Ich habe Horrorfilme erfunden, ich war der erste Mensch, der Horrorfilme je geguckt hat. Aber heimlich ist es immer so bei uns, scheiße, Alter, der will einen Horrorfilm gucken. Verdammt, ich hasse Horrorfilme. Aber diese Angst gilt zum Beispiel auch bei Spinnen. Boah, ich töte den Spinne, keine Sorge, bleib zurück. Und als letztes haben wir noch einmal diesen Punkt, wenn einem zum Beispiel kalt ist. Man ist aber zum Beispiel mit seinen Freunden draußen, dann gibt man einfach nicht zu, dass einem kalt ist. Wenn dann zum Beispiel dein Freund fragt, yo Bruder, ist dir nicht kalt mit diesem Pullover bei minus 5 Grad? Dann kommt immer die Antwort, ach nein, Alter, mir ist voll warm, Alter, willst du noch meinen Pulli? Ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, bin ich am Schwitzen, Alter. Jo, und das war's auch schon mit dem Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Bei 3000 Likes kommt ein nächster Teil raus. Also falls ihr das euch wünscht, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ich das eine oder andere mal vergessen habe, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Und wer das Video sogar bis hierhin noch angeschaut hat, kann mal gerne unten in die Kommentare schreiben, #FittiesGang. Und jetzt kommen wir nochmal zu der kleinen Überraschung, die ich für euch habe. Und zwar habe ich geplant, dass jetzt aktiven Leuten, die mich immer mega krass unterstützen, die immer meine Fotos liken, Bilder teilen oder irgendetwas, dass ich denen jetzt einfach mal als Dank immer folge auf Twitter, Instagram oder Facebook. Mit aktiv ist einfach gemeint, dass sie mich einfach mega krass unterstützen, immer meine Fotos teilen, liken oder Fotos für mich erstellen, immer kommentieren. Und heute habe ich auch mal wieder 2 Leuten auf Instagram gefolgt,
folgt. Und zwar sind das einmal die liebe Lara und einmal die liebe Wawa. Und zwar waren diese beiden Leute immer richtig aktiv, haben immer meine Fotos geteilt, geliked oder kommentiert. Und da dachte ich mir, okay, ich folge euch einfach. Und wenn ihr wollt, dass ich euch folge oder mit euch privat schreibe, dann seid einfach ein bisschen aktiv auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram. Desto öfter ich sehe, dass ihr irgendetwas macht, desto mehr ihr auffällt, desto höher ist die Chance, dass ich euch folge. Und jetzt findet ihr hier nochmal meine letzten beiden Videos, hier nochmal meinen Shop für Fitty Merchandise und nochmal Twitter-Kick und Instagram und Facebook. Alles nochmal unten in der Infobox. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, man sieht sich beim nächsten Mal und Peace.